Bangladesch, aus Vietnam und aus China. Von wo das Kleider kommen, erkennst du auf diesen Etiketten. Und dann siehst du, dass viele Kleider aus asiatischen Ländern kommen. Wieso das so ist, das ist dein Thema in der SRF Kids News. Ob im Pischi oder in deinem Lieblings-T-Shirt, schön bist du mit dabei. Zum Thema Kleider habe ich dir eine Quizfrage, die du jetzt vielleicht schon beantworten kannst und sonst findest du die Lösung in dieser Sendung heraus. Was ist Fast Fashion? A. Schöne und teure Kleider. Oder B. Schnell und billig produzierte Kleider. Für deine Lehrperson gibt es übrigens auch ein Arbeitsblatt zu dieser Sendung, das ihr zusammen als Klasse lösen könnt. Sportkleider, Sommerröcke, Strümpfe oder auch Jeans. Ich habe viele verschiedene Kleider und da bin ich nicht die Einzige. Wie viel das es wirklich sind im Durchschnitt in Europa, da bin ich selber auch noch verschrocken. Im Durchschnitt kaufen Europäerinnen und Europäer rund 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr. Und das, obwohl sie im Schrank schon knapp 120 Stück haben. Heute werden 5-mal mehr Kleider verkauft als noch vor 20 Jahren. Aber immer mehr Kleider heisst auch immer mehr Altkleider. Viele Sachen werden nämlich nur einmal getragen und dann weggerührt oder im besten Fall gespendet. Beim Spenden kommt es auf die Organisation darauf ab, wo diese Altkleider schlussendlich landen. Einige verteilen es in der Schweiz an Arme oder verkaufen es Tonnen weiter. Viele Organisationen bringen die Altkleider aber ins Ausland. Alleine in Ghana kommen täglich 160 Tonnen Altkleider aus der ganzen Welt an. Ein Grossteil ist aber in sehr schlechtem Zustand, sodass sie gar nicht mehr weiterverkauft werden können. Darum landet die Hälfte davon direkt auf so Kleiderabfallbergen. Was du im Kleinen machen kannst, dass es nicht zu diesen riesigen Abfallbergen kommt, für das haben wir dir später in dieser Sendung einen Tipp. Wenn du einmal deinen Kleiderschrank genau unter die Lupe nimmst, dann fällt dir sicher auf, dass viele Kleider aus Baumwolle bestehen. Das steht hier zum Beispiel auf dieser Etikette. Und wie Kleider genau hergestellt werden, das erfährst du jetzt. Baumwolle wächst auf einer Pflanze und wird auf großen Feldern angebaut. Diese Felder befinden sich vor allem im Ausland, wie zum Beispiel in China oder Indien. Baumwollpflanzen brauchen warme Temperaturen und sehr viel Wasser. Deshalb wird das Wasser oft weit transportiert oder tief aus dem Boden gepumpt. Das kann dazu führen, dass Seen oder Flüsse in diesen Regionen austrocknen. Häufig wird auf den Baumwollfeldern auch Pflanzenschutzmittel versprüht. Das kann für Menschen, Tiere und die Umwelt schädlich sein. Nach der Ernte wird in verschiedenen Fabriken wie zum Beispiel in Indien, China oder Bangladesch aus der Baumwolle erst der Stoff und dann die Kleidung hergestellt. Wie die Kleidung aussehen soll, wird oft von unterschiedlichen Modeketten bestimmt. Diese sagen zum Beispiel, welche Farben die Kleider haben sollen. Das Problem? Zum Färben werden zum Teil giftige Chemikalien benutzt und in manchen Firmen gibt es keine Atemschutzmasken. Das kann Arbeiterinnen und Arbeiter krank machen. Zudem müssen Arbeiterinnen und Arbeiter dort häufig sehr lange arbeiten und bekommen nur wenig Geld dafür. In manchen Fabriken oder auf manchen Baumwollfeldern arbeiten sogar Kinder. Von den Fabriken aus werden die Kleider dann in die ganze Welt transportiert. Dabei legen sie oft lange Strecken mit dem Flugzeug, dem Schiff oder einem Lastwagen zurück. Das braucht viel Energie und ist schlecht für die Umwelt. Manche Kleidung wird zum Teil sehr schnell und sehr billig hergestellt. Das nennt man Fast Fashion, auf Deutsch schnelle Mode. Diese schnelle Mode orientiert sich oft an aktuellen Trends. Doch weil sie schnell und billig hergestellt wird, ist die Qualität nicht so gut. Kaum ist der Trend vorbei, wird die Kleidung häufig weggeworfen. Für die Umwelt ist es daher besser, wenn Kleidung länger getragen wird. Oder, wenn Kleidung dir nicht mehr gefällt und du sie nicht mehr tragen willst, dann kannst du sie weitergeben. So landet sie nicht im Müll und jemand anderes hat dann vielleicht nochmals Freude an deiner alten Kleidung. Und jetzt weisst du auch, was es mit dieser Fast Fashion auf sich hat. Die richtige Antwort ist B.
Fast Fashion sind Kleider, die schnell und billig produziert sind. Du hast es gehört, viele Kleider landen nach ein paar Mal Tragen leider auf dem Abfall. Kinderreporterin Emilia hat dir darum einen Tipp, wie du den Kleidern ein zweites Leben schenken kannst. Sie hat nämlich Upcycling ausprobiert. Das heisst, aus deinem Pulli oder deinem T-Shirt entsteht etwas Neues, das du so dann wieder brauchen kannst. Aber schau selber. Das T-Shirt lege ich nicht mehr an, weil es ist mir zu klein. Ich habe es aber mega gerne gehabt und der Leon zeigt mir heute, wie ich aus diesem T-Shirt etwas Neues machen kann. Hallo. Hallo. Ich habe ein T-Shirt mitgenommen. Dann tun wir doch daraus etwas Neues machen, oder? Zeig das hier vorne mal. Das war auch mal ein altes T-Shirt und jetzt ist es eine Tasche. Wäre das etwas? Sieht cool aus. Merci. Und dann geht es auch schon los. Als erstes müssen die Ärmel und der Kragen abgeschnitten werden. Dann tut Emilia die neuen Kanten vernähen. Sie probiert darauf zu schauen, wo sie ihre Kleider kauft. Also ich kaufe meine Kleider meistens so auch in Second-Hand-Laden. Oder wenn ich halt etwas brauche für einen speziellen Anlass, meistens im Handel. Schaust du ein bisschen, dass irgendwie Bio-Baumwolle ist oder sonst irgendein Label drauf ist, wo du kennst, wo weisst, das wird ein bisschen auf die Natur und auf die Arbeiterinnen und Arbeiter geschaut, die das produzieren? Also so jetzt speziell eigentlich nicht, aber halt, wenn ein T-Shirt mega billig ist, dann nehme ich es meistens halt nicht mit. Ja. Weil dann schon ein bisschen wie klar ist, dass die Arbeiter, die es gemacht haben, nichts dafür bekommen. Also nichts oder sehr wenig dafür bekommen. Ob Secondhand oder Fast Fashion, das Beste, was man machen kann, ist das Kleidungsstück so lange wie möglich zu brauchen. Was ist denn eigentlich das Beste, wenn ich jetzt aus einem T-Shirt, wo zum Beispiel jetzt irgendeinen Fleck drauf hat und nicht mehr ausbekomme, was kann ich denn mit dem T-Shirt machen? Das Beste, was du mit so einem T-Shirt machen kannst, wenn du es auch nicht brauchen zum Upcyclen, ist, wenn du es verschnittst und noch als Lumpen brauchst und dann hier in den Abfall reinschmeissest. Weil dann wird es hier verbrannt und wird einigermaßen sauber in die Umwelt rausgelassen. Es gibt noch Energie daraus. Jetzt noch das Loch unten zunähen und Fransen reinschneiden und zack, fertig ist der Emilia ihre Upcycling-Tasche. Danke, Leon, dass du mir gezeigt hast, wie man so eine coole Tasche machen kann. Merci vielmals, bist du da gewesen. Tschüss, Emilia. Mir hat es mega Spass gemacht und ich hätte wirklich auch nicht gedacht, dass die Tasche so einfach zu machen ist. Ich finde es voll cool, dass ich mit dem T-Shirt halt ein neues Leben verliehen habe. Und das ist auch besser für die Umwelt. Super, wie du das gemacht hast, Emilia, mit der Nähmaschine. Auf srfkids.ch kannst du dich bewerben, wenn du auch mal mit uns als Kinderreporterin oder Kinderreporter willst unterwegs sein. Kurven um Kurven und rundum ganz viele schöne Berge. Der SRF Kids Bus hat es dieses Mal auf St. Moritz zu der Klasse 5a geschafft und dort haben sie ein richtig schickes Hotel angeschaut. Bundi. Wir sind Klasse 5a aus St. Moritz. Das ist im Kanton Graubünden. Wir wohnen an einem Ort, wo die anderen Ferien machen. St. Moritz ist ein weltbekannter Ferienort für die Schönen und Reichen. Und deswegen gibt es hier auch viele teure und luxuriöse Hotels. Und eines davon schauen wir uns jetzt an. Das Hotel Kempinski ist eines der ältesten und luxuriösesten Hotels in St. Moritz. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wow, wie schön. Wie edel es hier ist, merkt man schon beim Essen. Hier haben wir unseren Kaviar. Kaviar ist nichts anderes als Fischeier. Hier reden wir von 8 Franken pro Gramm. Also diese Dose hier sind 4.000 Franken. Das ist wie so ein Bubble Tea, so eine Kugel, und die ploppt dann im Mund auf. Und es ist ein sehr intensiver, salziger und fischiger Geschmack. Es schmeckt so wie Meerwasser irgendwie, so salzig irgendwie. Weiter geht's zur Suite. Das ist eines der teuersten Zimmer im Hotel.
Wir haben eine große Residenz mit 4 Schlafzimmern. Die kostet so circa 30.000 Schweizer Franken in der Hochsaison pro Nacht, aber inklusive Frühstück. 30.000 Franken pro Nacht. Das ist etwa so viel wie ein neues Auto. Und man hat wirklich viel Platz, wenn man da in der Ferien wäre. Also, das wäre mir fast zu groß da in der Ferien. Welche berühmten Personen haben hier schon übernachtet? Oh, wir hatten sehr, sehr viele berühmte Personen. Schauspieler, Künstler, Musiker. Namen kann ich leider nicht nennen, weil die Gäste alle ihre Privatsphäre haben. Hast du Kaviar gerne? Nein. Sieht so aus, dass sie nicht gerne hat. Und zum Schluss zeigt uns der Concierge noch etwas ganz Besonderes im Keller vom Hotel. Die Mauritius-Quelle. Die Quelle hat St. Moritz überhaupt erst so berühmt gemacht. Und hier seit mehr als 3000 Jahren kommt schon Quellenwasser raus. Das Wasser, das dort rauskommt, soll nämlich sehr gesund sein. Aber es hat einen ganz speziellen Geschmack. Also, es schmeckt bisschen wie nach Blut. Es schmeckt so nach Eisen und ist leicht blöterlig. Das war's auch schon mit unserem Besuch im 5-Sterne-Hotel. Vielen Dank für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Das war es aus St. Moritz. Auch ich sage bis zum nächsten Mal, ohne Kaviar, dafür wieder mit spannenden Themen. Wir sind in einer Woche wieder für dich da und dass es dann nicht verpasst ist, abonnierst am besten den Kanal. Bis dann und mach's gut.